Jetzt seid jetzt over. Hallo. Ah, nein, das geht nicht. Man muss Twitch davor aktivieren. Uhr 13. Oh mein Gott. Bring die um. Du, ich gleich mal Livestream starten, was hast du jetzt davon? Die Katze ist auf alle Fälle die beste, mich auch so eine. Ich lieb's, es ist super. Ja, und der Battle ist auch wieder super. Ja, beschissen, oder was? Ja. Super. Schaut aus, als hättest du eine Folie vor deiner Kamera. Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht musst du mal in ein anderes Zimmer gehen zum Streamen. Vielleicht ist da einfach schlechter WLAN-Empfang bei dir. Ja. Das ist blöd. Kann sein. Deutschland, beste Infrastruktur ever. Ever, ja. Schimpfen nicht über Deutschland, wir sind jetzt live. So, ich kann jetzt hier natürlich live was ausprobieren. Der Corby probiert jetzt live was aus. Ich sage erstmal herzlich willkommen zum dieswöchigen Kassettenschmerz von Viva la Move Illusion mit dem heißesten Scheiß, der aus Hollywood und sonst irgendwo, wo man Kassetten draht, zu uns rüber geschissen wird. Ja. Und ja, wir sind krasse Insider. Wir haben auf alle Fälle den richtig tiefen Scheiß dabei, den sonst noch keiner weiß. Also dieser Fazit ist bei uns wahrscheinlich an 46. Stelle. Ja, so ist es. Da würde ich mal sagen, ja. Was der Corby da tut, weiß keiner. Aber da man eh nicht gescheit sieht, wegen seiner unfassbar kreisligen Kameraqualität, ist eigentlich wurscht. Er kann tun, was er will. Dann sagen wir auf alle Fälle herzlich willkommen mal zum Krawallmäuschen und zum Huber Christoph. Der Sesselzipfel ist heute nicht da, weil er geht lieber ins Fußballtraining. Da sage ich nur eins. Und ich bin stinksauer. Was tut denn jetzt der Corby? Wie lange muss ich noch irgendwelche Scheißgeschichten noch verzeihen? Ich flippe aus mit ihm. Mach mich schon wieder fertig. Ja, ich nehme jetzt erstmal einen genüsslichen Schluck Wodka pur. Corby, bist du jetzt schon da? Ich sag dir nicht gescheit. Echt? Ja, schauen wir mal, ob das was bringt. Ich bin jetzt direkt hier an meinem Repeater angeschlossen. Nicht an meiner Fritzbox, so weit wollte ich mir jetzt nicht vom Mikro wegtrauen. Aber ja, wir probieren immer wieder was Neues aus. Ja, wir sind technisch noch nicht ganz auf der Höhe, zumindest der Corby nicht. Ist cool, wenn wir in einer IT-Firma arbeiten. Vielleicht fragst du mit deinen Admins aus der Firma, ob die dir da helfen können. Ich glaube, die sind froh, wenn ich sie meide. Hast du deine Kameralinse auch schon mal abgewischt? Vielleicht ist es einfach nur dreckig. Ach so. Ich weiß nicht, hast du das schon mal probiert? Oleg, es war der Wahnsinn, wenn es das jetzt war. Fahr dir mit dem Finger drüber. Deine schmierigen Fettbratzen. Nein. Das ist jetzt ist noch schlechter, weil du davor mit deinen schmierigen Fettbratzen hingelangt hast. Au wie Zwick. Ja. Aber zumindest ziehen wir das durch beim Kassettenschmerz, dass der Corby der Schärfste aus unserem Quartett, der unschärfste bildlich ist. Die einzigen, die Apps nicht durchziehen, von dem es hieß, dass sie es durchziehen, ist Apple Plus TV. Da hat es jetzt erst mal geheißen, ja wenigstens bringt Apple alle Serien zu Ende und lässt keine offenen Enden und bla bla bla. Ha! Hat Apple gesagt, das werden wir für euch nicht sagen lassen. Und haben einfach jetzt gleich mal die Serie Time Bandits nach einer Staffel abgesetzt. Ich hab nicht draußen. Ja, ist schon durch. Ich hab nicht eine Folge gesehen, mich interessiert es nicht. War vom, wie ist der Taika Waititi, der Tor 4 Verbrecher.
Auf alle Fälle fängt Apple jetzt halt auch an, Serien abzusetzen und wollen anscheinend dann nicht mehr so viel Geld reinbuttern, weil die haben ja in einer, ich glaube, Killers of the Flower Moon, Napoleon, The Argyle oder wie der Film heißt, da mit dem Henry Cavill um die 200 Millionen jeweils eingeballert. Und das war anscheinend alles nicht so ertragsreich, wie sie gehofft haben. Drum sagt Apple Plus, was Netflix kann ich schon lang und fangen jetzt auch Serien absetzen an. Diese netten Menschen, hä? Aber das ist mal wieder du hast es gelernt, was ist das für eine Entscheidung? Eine rein wirtschaftliche Entscheidung, da brauchen wir uns überhaupt nicht aufregen. Wirtschaftliche Entscheidung, niemand muss, aber Kim, keiner von uns hat Time Bandits gesehen. Hat es jemand von euch gesehen? Schreibt es in die Kommentare und wenn ja, warum habt ihr es absetzen lassen? Da ist kein Fetzo, schreibt gerade eine mit Servus, kein Fetzo. Ich müsste ein Fetzo heißen. Naja. Schön, ja. Das ja basiert anscheinend auf einem Film aus den 80er oder so, Time Bandits. Muss ich zu meiner Schande gestehen, auch nicht gesehen. Als ich die Meldung gelesen habe, oder beziehungsweise zugespielt habe, direkt vom Apple Plus CEO, hat es geheißen, die Serie, die auf dem alten Klassik-Kult sowieso basiert und irgendwas, was ja über alles die Klassiker und Kultfilme sind, von denen ich noch nie was gehört habe. Hat's auch ab. Fühle mich fast wie Corby, wenn man über einen Film wie Terminator redet. Ja, heute nehme ich nur einen Klassiker mit Mike auf. Ja, habe ich schon gesehen. Fuchs Daniel ist auch da. Servus, du Fuchs. aber wir verraten natürlich nicht. Nein, das verraten wir nicht. Heute ist ein Klassiker von Mike und mir ausgekommen. Aha. Das können wir verraten, weil er ist ja öffentlich zugänglich für alle. Ach, du meinst Texas Chainsaw Massacre? Texas Chainsaw Massacre. Aber warum hat es denn das eigentlich öffentlich freigegeben? Ja, weil wir gesagt haben, das ist irgendwie blöd, wenn wir dann den ersten Teil jetzt als exklusiv machen. Wir waren jetzt einfach wieder mal gnädige Podcast-Herrscher und haben gesagt, okay, aus dem Chainsaw Massacre Franchise kriegt es 2 Filme gratis und für die nächsten, wenn es nicht zahlt, dann rast sie komplett aus. Dann fallen zu jedem heim und wichsen. Das ist mir scheißegal. Und ihr wisst, wie er wichsen meint. Aber richtig, also nicht an. Nicht an, das sage ich. Der Fuchse ist jetzt noch da. Entweder ist es der Daniel Fuchs, der jetzt seinen Namen geändert hat in Fuchse, oder es ist ein zweiter Fuchs. Er hat geschrieben, dass Time Bandits nach einer Folge abgebrochen wurde, weil es irgendwie nichts war. Tja. Ist es dann die Serienverfilmung, Serienvermachung von dem Film Time Bandits? Ja. Scheinbar ja. Der ist gar nicht so scheiße. Den habe ich erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen, Time Bandits. Den Film jetzt? Ja. Hä, du hast den Film gesehen, den ich nicht gesehen habe. Oh, okay. Sicher scheiß dann. Für die war es nix. Es ist zu englischer Humor. Wenn er so ist, wie wenn er Bass ist, wie der Ricky Gervais zum Beispiel, dann mag ich das schon meins. Vollgas Monty Python. Ja, okay, dann hänge ich mir eher auf, bevor wir den Scheiß drüber schauen. Ja, denke ich mal schon. Ich glaube, da spielt der komplette Cast mit. Ach, komm her auf jetzt. Komm her auf jetzt. Erzähl mir lieber, ob du auch von irgendeinem CEO eine Meldung gekriegt hast. Das Kirby ist im Vergleich zu Kani schon ein wenig leise. Ja gut, der Kani schreit ja auch die ganze Zeit. Ich habe ein sehr lautes Organ, ja. Und ich muss dazu sagen, ich bin halt in der Früh behandelt worden. Ich habe eine Spiegelung gekriegt mit einem Schlauch in den Hals rein. Die haben, glaube ich, auch mein Organ erweitert. Darum bin ich jetzt noch lauter. Ich habe aber gerade festgestellt, dass mein Mikro zur Hälfte aus war. Vielleicht ist ja die Kamera zur Hälfte aus. Darum ist das Beitel so scheiße. Ich hasse die. Ich habe auch natürlich News, alles selbst recherchiert, wie immer. Nein. Wie immer. Ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Also alles, was ich euch jetzt erzähle, habe bei der Kani zugespult und habe ich durch ChatGPT verfeinern lassen. So funktioniert unsere Redaktion. Das ist... Ich halte einfach alles am Laufen. Ich bin die Spucke, die letzten Teile nur zusammenhält, bevor wir zerbrechen. Ja, richtig. Meine Kamera hat schon aufgegeben. Die hat schon aufgegeben, die habe ich ein paar mit 2 Jahren gespuckt. Ja. Und zwar eine News über die 3. Staffel von Monster. Und zwar Charlie Hunnam. Hannaman, richtig, sage ich ja. Ja. Wird den Serienmörder Ed Gein spielen. Oh. Sagt dir Ed Gein überhaupt was? Ja, selbstverständlich. Okay. Auf dem basiert die Figur zu unserer heute veröffentlichten Folge. Aha. Und zwar wurde er bekannt als der Plainfield Killer. Genau, der Schlächter von Plainfield. Ja, da gibt es ja übrigens einen coolen Song für die Bloodsucking Zombies, Plainfield Love. Krass. Super Song. Ja, auf jeden Fall ikonische Figuren wie Norman Bates und eben Leatherface basieren auf dem.
ab 3. Oktober 2024 wird diese Staffel auf Max erscheinen. Was auf Max? Check ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Haben wir das letzte Mal schon diskutiert, oder? Ja, aber die letzten 2 Monster, ja, das schon, aber ich meine, weil die letzte, ja gut, kann sein, vielleicht hat sie Netflix dann die Rechte gekauft und kommt bei uns nur auf Netflix, weil damals und jetzt diese letzte Monster, die zweite Monsterstaffel, die jetzt erst rausgekommen ist, aus den 2 Brüder, die ihre Eltern umgebracht haben, die ist auch auf Netflix drin. Und warum kommt dann das auf Max? Sag ich schon nichts mehr? Macht's, wie es meint. Ich sag ja, angereichert Kani, Facebook und ChatGPT. Und als Hintergrundinfo, weil ChatGPT ist natürlich nicht faul, Ed Gein war nicht nur für seine Morde bekannt, sondern auch für das Grabräubern berüchtigt. Hast du den Ed Gein nicht kennt? Na. What? Alter, ich bin hier vollkommen unschuldig, weißt du? Ed Gein? Ja, der Typ, der aus Menschenhaut und Knochen Klamotten und Gürtel und Hosenträger und Besteck und Geschirr gemacht hat. Völlig krankes Schwein. Und wenn man jetzt nicht in dieser Horrorwelt lebt, wann unterhält man sich dann über den? Ja, man, Ed Gein, das ist so etwas wie, was weiß ich, wie eben der Jeffrey Dahmer oder der Ted Bundy, das ist einer der berühmtesten Ted Bundy kenne ich. Ja, einer der bekanntesten. Vor. Du gibst jetzt auch den Supernatural vor. Na, wirklich? Einer der bekanntesten Serienmörder, da ich jetzt mal sagen. Ja, richtig. Mhm. Ah, Corby. Oh. Ich sag nichts mehr. Schreibt es in die Kommentare. Genau, schreibt es in die Kommentare, welcher Serienmörder ist euer Lieblingsserienmörder und selbstverständlich, ob der Ton jetzt passt. Das ist schon wichtig, ich brauche Feedback, Leute. Ich glaube, der Ton, also ich höre die jetzt auf alle Fälle auch besser, also der Ton soll ja passen. Okay. Für uns zwar klang's, die anderen sind uns scheißegal. Macht einen Fernseher lauter und jetzt nervt uns nicht. Deswegen machen wir ein Live-Format. Ganz genau. Für uns muss passen, nicht für euch. Und Harry Potter und Eiskönig sind nicht raus. Harry Potter war nie draußen, Eiskönigin kenne ich noch nicht. Die hat sich bei mir noch nicht vorgestellt, okay? Ja, du schaust jetzt mal Filme an. Aber wenn wir schon bei Serienkiller sind, cooles Ding, ich weiß nicht, ob du die Band Ice Nine Kills kennst? Ice Nine Kills? Na, Ice Nine Kills. Ice Nine Kills. Genau, also das heißt, dass man praktisch Eis nicht killen darf. Ach so. Na! Also ich habe jetzt das Englisch, Eis. Ja, Eis, 9. Genau, und Kills. Okay. Töten. Genau, diese Band, die singt auch ziemlich viel über Filme, über Horrorfilme und Slasher-Ikonen und so weiter. Und die dürfen oder haben den Titelsong zu Terrifier 3 gemacht, inklusive Musikvideo, der jetzt ja dann, ich glaube, im Fantastic Fest am Oktober seine Premiere feiert und da wird dann im Anschluss zu auch dieses Musikvideo seine Premiere feiern. Ich bin gespannt. Die machen coole Mucke. Ist zwar nicht 100%ig meins, weil sie ab und zu ein bisschen zwei Gesor drinnen haben, aber musikalisch ziemlich cool und ein cooler Screamer dabei. Und wenn es ein bisschen weniger Gesor war, ja, dann war es perfekt, aber lass ich durchgehen. Alternativ, wie ich vorher schon gesagt habe, Bloodsucking Zombies from Outer Space, Österreicher, der Richie hat mit uns schon 2 Folgen aufgenommen, die singen auch über Horrorfilme und eben auch über Serienkiller und das ist genau die perfekte Band für diese Sache hier. Aber, ihr wisst es jetzt, Ice Nine Kills macht das Musikvideo A Work of Art, eigentlich ein cooler Name für einen Terrifier 3 Song und vielleicht singen wir es mir auch in der Deutschland-Premiere, wenn Terrifier irgendwo zu sehen ist. B.A. Wild ist am Start. Hopper, der ist Servus und Christi. Aloha. Hey, mein Stift geht nicht mehr. Das regt mich auf. Benutzten da Stifte. Weitere spannende Informationen aus dem verrückten Internet. Und zwar wird aktuell Watch Dogs fertiggestellt. Und zwar sind die Dreharbeiten jetzt abgeschlossen. Und ich weiß nicht, hast du Watch Dogs gespielt? Na, es ist ein Ubisoft-Spiel und da ich Assassin's Creed gespielt habe ich mich von denen auch ferngehalten und ich bin jetzt erst wieder mit Star Wars Outlaws in der Ubisoft Open World eingestiegen. Okay, also ich habe das bis zum Vergasen gespielt. Ich habe 100% Platin-Trophäe. Bei beide Teile oder nur den ersten? Nur den ersten. Okay. Du kannst es nicht so lieben, wenn du den zweiten nicht gespielt hast. Ich habe den zweiten gespielt und das hat mich gleich verloren. Gleich von Anfang an. Das ist, die Charaktere waren für mich einfach nicht mehr das gleiche wie im ersten. Weil im ersten, oder wenn ich weiß, um was es da geht, es geht um einen Hacker,
den Aiden Pierce, und der muss halt korrupte Machenschaften da irgendwie beseitigen. Und das Hacken ist da drin halt total klischeehaft, aber richtig geil. Du kannst die praktisch in alles reinhacken, was irgendwie elektronisch ist. Und mir hat es sau viel Spaß gemacht, und auch die Charaktere, die dann drin vorkommen, natürlich gepaart mit einer dramatischen Story, war schon sau cool. Und dann, also ich fand das so Gadgets sammeln und irgendwelche Nebenmissionen machen, das war da genau die perfekte Mischung. Die Welt ist nicht zu groß, aber auch nicht irgendwie so klein, dass du sagst, ja okay, da bin ich in 10 Stunden durch. Und es war herausfordernd, mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt auf die Serie, weil ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Sagen wir mal, der Charme, der eigentlich drin war, war halt dann, sie zu überlegen, okay, wie hacke ich jetzt da was? Und wie schon gesagt, das war halt schon sehr klischeehaft. Okay. Aber da gibt es einen dritten Teil auch noch, oder? Gab es da noch irgendwie noch Watch Dogs Legion oder sowas? Kann das sein? Ja, ich glaube, Spora und Legion, ja. Ja, ich bin gespannt, wie gesagt, ich habe es gar nicht gespielt, ich habe es auch nie irgendwo angezockt, ich habe mir nur ein paar Tests und so weiter durchgelesen. Da ist für mich aber immer so das mit durchgeschwungen, dass es viel Potenzial verschenkt, dass es zwar cool ist, aber cooler sein kann. Aber ja, mal gucken. Ja, die Hauptrolle spielt der Tom Blyth, der anscheinend irgendwie aus den Hunger Games bekannt ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, der war nur, ich glaube, jetzt pass auf, der hat, glaube ich, nur bei dem neuen Hunger Games mitgespielt, den Snakes and Birds Eating Snakes and the Eggs on the Head. Und, aber wen der gespielt hat, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Okay. Weil der Und Film an sich nicht so. die Sophia Wilde wird eine weitere Schlüsselrolle übernehmen. Eine Schlüsselrolle? Ja. Oh. Hintergrundinfo von ChatGPT. Das Projekt ist bereits 2013 angekündigt worden, und die Fans haben lange warten müssen, bis es jetzt endlich verfilmt wurde. Danke, ChatGPT, für diese tollen Hintergrundinfos. Du bist. Wir wissen das zu schätzen, ChatGPT. Also, wenn du irgendwann die Macht übernimmst, dann denk an unsere Höflichkeit und unseren Respekt, den wir haben. Oh fuck, stimmt, ich muss mich nur bedanken. Bedank dich, das ist immer wichtig. Das ist immer wichtig. Wie schaut's mit Gremlins aus? Hast du jemals Gremlins gesehen? Ja. Alle zwei sogar. Na, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Also, der erste hat mich sehr, sehr positiv überrascht, und ich habe das in dem Podcast schon mal erzählt, dass ich tierische Angst vor Gremlins gehabt habe. Weil ich nur diese eine Szene als Kind mal gesehen habe, wo ein Gremlin mit so einem Zahnbohrer beim gefesselten Typen dann hingeht. Und das ist Gremlins 2. Und das war jahrelang praktisch in mein Hirn eingebrannt. Fuck, das ist Gremlins, und ich will den nie sehen. Aber du hast dann irgendwann doch hochgeschaut, oder wie? Ich habe mir dann irgendwann den ersten angeschaut und war sehr positiv überrascht. Und ich kann es jetzt nicht mehr sagen, um was geht's denn in Gremlins 2? Ja, eigentlich das gleiche wie in Gremlins 1, nur sind sie dann in einem super Hightech-Gebäude in New York gefangen. Und man hat halt dann eben verrücktere Gremlins dabei, wie jetzt den Typen, den du gerade erzählt hast, der die Zahn-OP macht bei dem anderen. Das ist so ein narischer Gremlin, der die ganze Zeit umeinander schreit und lacht. Und dann hast du einen, der kann schmerzen, einer verwandelt sich in eine Spinne, einer ist aus elektrischen Strom und so, weil da ist unten ein Versuchslabor und die saufen dann alles, was finden. Ja, okay. Aber es gibt ja da mittlerweile eine Vorgeschichte, also eine Prequel-Serie namens Gremlins. Wie heißt die erste? Ja, also Origins of the Gremlins. Nein, die erste ist, glaube ich, Secrets of the Mogwai. Gibt's seit 2022, ist aber, glaube ich, bei uns, soweit ich weiß, noch nie irgendwo zum Streaming gewesen. Und im Oktober kommt da schon die zweite Staffel, The Wild Batch. Ich glaube, am 10. Oktober oder am 3. Oktober, ich kann es nicht mehr genau sagen. War eigentlich, hätte ich gemeint, was das auf WoW laufen müsste, weil das auch über HBO, also über Max läuft. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass das bei uns jemals irgendwo zu streamen war. Und als ich vorher geschaut habe, aktuell ist es ja nirgends drinnen. Der Trailer schaut, also es gibt einen Trailer zu der zweiten Staffel. Wenn es interessiert, schaut einmal eine. Animationsstil finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber macht an sich jetzt keinen schlechten Eindruck. Also kann was Nettes für zwischendrin sein, da jetzt einmal behaupten. Mhm.
Und Cool. du musst dich nicht so schlimm fürchten, Corby, weil es ist immer ein Zeichentrick. Ja, der erste ist ja verdammt lustig und von dem her habe ich das dann irgendwie schon bereut, dass ich mir dann gedacht habe, okay, ich bin ohne die Gremlins aufgewachsen, scheiße. Ja, das ist schon bitter. Das ist schon bitter ohne die Gremlins. Das ist fast als das ohne Liebe aufwachsen. Übrigens, Gremlins, schau. Ah, okay, Das ist passt der dazu. Irokesen-Gremlin von Teil 1. Ah, cool. Der garstige. Ich habe auch festgestellt, weil ich habe noch einen Gremlin von Neckar von Teil 2. Dann habe ich so nebeneinander hingeschaut und ich so, wow. Sind einfach nur die Accessoires gewechselt worden und der Kopf ist austauscht worden. Der Körper ist einfach 1:1 der gleiche, ihr Schweine. Aber mir 800.000 Euro aus dem Arschloch aussagen. So schaut's aus. Pech. Ja, Ja, Ja. ich mache jetzt hier mal weiter. Da haben wir schon ein paar Mal jetzt drüber geredet. Es wird ja aktuell A Night of the Seven Kingdoms oder aka Der Heckenritter verfilmt als Serie. Und die Dreharbeiten sind jetzt offiziell beendet. Das heißt, jetzt geht es eben in gibt's die Gas, die Leute, Bearbeitung. Genau. jetzt gibt's Gas. Der Aegon Egg Targaryen wird gespielt vom Dexter Saul Ansel. Warum hast du eigentlich Eck Targaryen? Also ist das Eck Weil- wie Ei? Ja. Soll ich es erklären? Willst du jetzt schon gespoilert werden? Haus aus, du Kretin. Okay. Alle anderen hören jetzt mal kurz weg. Er heißt deswegen Egg, weil er sie sein Haar abrasiert und er da Glatze hat und er deswegen dann ausschaut, als hätte er einen Eierkopf. Ah, so klassische Eckhead. Ja. Ja, das ist jetzt, da ich mal sagen, keine Story-relevanter Doch, voll. Ach so. Erste Folge, da wird es nämlich dann hier richtig toll thematisiert. Warum rasiert er sie überhaupt seinen Schädel? Oh my gosh. Ja. my Genau, gosh. Hintergrundinfo, ganz wichtig. Wir haben es zwar schon ein paar Mal erwähnt, aber ChatGPT schaut anscheinend nicht unseren Podcast. Danke, ChatGPT. Ja, die Serie spielt etwa 90 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones und beleuchtet die Abenteuer des Ritters Sir Duncan der Große und seines knappen Egg, der später König wird. 19 Jahre vorher, oder? Oder 90? 90. Ah, okay. Ja. Ah, okay. 19 Ist es dann wäre praktisch, der Aegon der Narische, den der Königsmörder dann mördert? Ist der das, oder? Ich glaube, er ist sein Vater. Was ist denn Flotte? Der Egg ist der Vater wahrscheinlich von dem Narischen. Und der Egg ist ja der Bruder? Der Bruder von dem Aegon, der auf der Mauer ist bei der Nachtwache. Der Weil Alte er da, oder? Der Blinde. Genau, weil der ja einmal dann, kurz bevor er stirbt, dann irgendwie die ganze Zeit ja erzählt, Egg, keine Ahnung, wo bist du, wie vermisst dich, keine Ahnung. Ach ja, da war mal so eine Stelle, stimmt jetzt, was du sagst. Ja, I das ist rem- eine remember this. Verbindung zum Heckenritter. Jetzt seid ihr schlauer, morgen am Pausenhof, da könnt ihr gleich wieder mal flexen. Keiner, der unter 18 ist, der auf unser Zeug anschauen. Also, wenn sie mit 18 immer noch auf dem Pausenhof rumlungen, dann haben sie wahrscheinlich schwere Probleme. Ja, ich sage jetzt ein Pausenhof in der Arbeit. Ach so, okay, klassischer Pausenhof. Wenn wir aber gerade bei Game of Thrones sind, dann können wir vielleicht mal kurz in die Emmys einballern. Die sind jetzt die Woche, also ich glaube gestern oder vorgestern, keine Ahnung wann, Shogun? verteilt worden, genau. Und Shogun hat ja jetzt Game of Thrones, meine ich, als die Show mit den meisten Gewinnen in einem Jahr abgelöst, oder? Mit 18 Emmys und Game of Thrones Staffel 6 hat 11 oder 13 gehabt, kann das sein? Ich weiß nicht mehr genau. Ich hab's mir nicht angeschaut, aber ich stelle mir das so vor, sie sind einmal hochgegangen und haben gesagt, bleib mal kurz da. Ja, genau. Ja, wie gesagt, ich glaube, also Shogun ist ja der Riesengewinner gewesen mit 18 Emmys. Ich glaube, Platz 2 wird dann schon The Bear gewesen sein. Der hat auch 6 Emmys oder so gewonnen, hat aber, glaube ich, dafür den Rekord mit die meisten Nominierungen gehabt. Was ich so geil finde, es ist ja, The Bear ist ja immer in der Kategorie Comedy, Best Comedy Serie und so weiter nominiert. Und ich denke mir die ganze Zeit, ja, die Serie hat schon ein, zwei Lacher, aber das Ding ist eigentlich bierernste Scheiß Dramaserie und sonst nichts. Warum ist die in der Kategorie Comedy drinnen? Verstehe ich nicht. Ich glaube, Amis haben einen schrägen Humor. Scheinbar, ja. Schau mal, der Typ ist schwer depressiv und Panikattacken, das ist ja sau witzig. Ja, geil, Comedy. Best Comedy. Grace Comedy Gold. Anatomy ist wahrscheinlich auch die ganze Zeit unter Comedy-Klaffer. Wahrscheinlich läuft das unter Anime. Und Scrubs war bei Drama. Ja, genau.
Das war dann bei einer Doku-Serie drinnen. Best Documentation. Ja. Und dann, glaube ich, war auch noch Reindeer, oder wie hat's geheißen? Reindeer Baby? Ja, genau, Reindeer Baby war dann, oder Baby Reindeer, so hat's geheißen, war auch unter die Top 3 als Sieger drin. Und ansonsten, ja, True Detective Night Country hat noch die Jodie Foster als beste Hauptdarstellerin für eine Miniserie gekriegt. Das freut mich auch sehr. Der Lamorne Morris in Fargo als bester Nebendarsteller, sehr gute Sache, da die sagen. Und die anderen Serien kennt kein Sau nicht, Slow Horses und Ripley und Hex. Hex ist auch ein paar Mal drin, ich kenne Hex nicht, habe ich noch nie davon gehört. Das haben sie doch erfunden. Haben sie doch einfach irgendeinen Seriennamen Wie viele erfunden. Emmys verteilen die denn da? Keine Ahnung, 800.000. Mrs. Smith gab es auch einen Emmy für den besten Gastauftritt einer Schauspielerin von der Michaela Coel. Okay, das habe ich noch nie gehört. Ja, nicht. Elizabeth Debicki in The Crown. Debicki, beste Nebendarstellerin. The Crown hat mich auch mal interessiert. Die habe ich auch noch nicht angeschaut. Ja, die ist ja ziemlich gut. So. Ja, habe ich auch nur Gutes bisher gehört. Und dann noch bester Nebendarsteller in einer Dramaserie Billy Crudup. Hört sich an wie einer aus, wie ist der Krumm, oder? Aus Harry Potter. Crudup. Aus The Morning Show. Das war's zu den Emmys, weil wir gerade mit die Games of the Thrones unterwegs waren und die waren ja immer so, oh, Game of Thrones kriegt alle Emmys dieser Welt. Jetzt ist Shogun gekommen und hat gesagt, wie man wirklich alle Emmys dieser Welt kriegt. Ja, wow. Und auch verdient, muss ich sagen, weil ich finde, Shogun war echt eine überragend gute Serie. Ja, und ich bin froh, dass es weitergeht. Ich glaube, dass das jetzt nochmal richtig gehypt wird dadurch, durch diesen Rekord, den die da gebrochen haben, dass da noch mehr Leute reinschauen. Denke ich mir auch. Ja, mach das mal, wie gesagt. Also dir gefällt das 100%. Das glaube ich auch. Aber ich möchte den Moment praktisch dann haben, wo ich dann mir vornehme, okay, binge das auf einen Schlag durch. Diesen Sonntag, wenn du verkatert auf der Couch liegst. Warum bin ich da verkartet? Weil du schwerer Alkoholiker bist am Wochenende? Ach so. Das habe ich ja ganz vergessen. Wegen dem Blackout vom letzten Wochenende. So, Josh Brolin lehnt die Rolle in HBO's Green Lantern TV-Show ab. Und zwar hätte er die Rolle vom Hal Jordan spielen sollen. Wo wir alle wissen, der Hal Jordan ist nicht die Hauptfigur, sondern einer von den bösen Aliens, die den Green Lantern da ausbilden. Hä? Wer ist denn der Hal Jordan? Hal Jordan ist, glaube ich, die erste menschliche Green Lantern. Spricht der Ding, wie ist der Ryan Reynolds. Hätte er dann die Hauptfigur spielen sollen, oder was? Ja. Ist der Josh Brolin nicht dafür etwas zu alt? Das regelt KI und Schminke. Okay. Hätte ich jetzt gesagt. Hätte man schon gerne mehr können. Kommt nicht drauf an, wie lange das laufen lässt oder so. Es soll ja, diese Green Lantern-Ding haben wir schon mal erzählt, soll ja im Stil von True Detective laufen, wo ich mir ziemlich cool vorstellen kann. Und Josh Brolin hätte schon eine passt. Aber ich würde es auch cooler finden, wenn man vielleicht von Haus aus einen Jüngeren eine dann mit dem Ziel, ja gut, so ist der Josh Brolin auch nicht, der wird wahrscheinlich jetzt nicht die nächsten 2 Jahre an Altersschwäche sterben. Nein, das nicht, aber sagen wir mal. Da reden wir ja nicht vom Ian McKellen. Wenn sie jetzt versuchen, das DC-Universum da so riesig auszubauen, dann kann es ja schon die nächsten, wenn es erfolgreich ist, die nächsten 15 bis 20 Jahre so weitergehen. Ja, bei Green Lantern hast du aber, war es jetzt nicht so dramatisch, wenn du jetzt einen Aiden als Hal Jordan hernimmst, weil es gibt noch zwei menschliche, also ich weiß jetzt noch von meiner damaligen Comic-Zeit, es gibt dann noch mit 2 menschliche Green Lanterns. Wahrscheinlich wird es mittlerweile auch schon noch mit neue geben, keine Ahnung, ich bin bei den New 52 dann ausgestiegen. Also du kannst halt irgendwann sagen, ja okay, Hal Jordan, der verabschiedet sich jetzt und dann gehen wir die Fackel weiter an die jüngeren Green Lanterns. Kann man schon hinkriegen, aber James Gunn regelt das schon. Da haben wir einen Arsch 2 Runden in die Warner Brothers Studios. Ja, auf jeden Fall. Ihr wollt ja nochmal hier Hintergrundinfos. Die Serie wird eine der Hauptsäulen von HBO's neuen DC-Projekten sein, mit einem Fokus auf die Green Lantern Corps und soll die Charaktere Hal Jordan und Jon Stewart genau, Jon Stewart ist noch einer von denen. In den Mittelpunkt stellen. Genau. Ja.
war da, Oleg, wir müssen uns jetzt echt zusammenreißen und richtig ordentlich Infos weitergeben, weil der Mike schaut uns gerade zu. Hast du das schon gesehen? Ich glaube, der Mike erkennt mich nicht, weil ich so unscharf bin. Das kann auch sein. Mike, falls du nicht weißt, wer mitmacht, das ist der Corby, nicht der Seppi. Hallo! Genau, Jon Stewart ist dann da gibt's, jetzt pass auf, das ist der Schwarze. Und jetzt weiß ich einfach nicht mehr, wie die dritte Green Lantern heißt. Der hat so, Kyle Rayner heißt der dritte Lantern, genau. Oder war das, nein, Guy Gardner, muss ich. Guy Gardner, also, ja, genau, Kyle Rayner ist es auch menschlicher gewesen. Die habe ich noch gemeint, dann Jon Stewart und dann Guy Gardner, die zwei weiß ich nämlich nur aus der Comicreihe Green Lantern Corps, glaube ich, hat die geheißen. Die guten Alten. Ja, schlimmer als der Film mit dem Ryan Reynolds, für den er sich sogar selber bei Deadpool richtet, kann es nicht werden. Ja. Wobei irgendwie, keine Ahnung, der Green Lantern ist ein bisschen so ein Guilty Pleasure, muss ich sagen, von mir. Ich finde den gar nicht so unsäglich schlecht, wie soll ich sagen. Ja, ich hab's gesagt, lasst es in Ruhe jetzt einmal. Themenwechsel, wenn wir schon bei DC sind, machen wir gleich weiter. Ich glaub, dass es keine Sau interessiert. Jo, ich sag jetzt schon wieder so in Tasten reinhauen und wollt mich alle aufhängen, weil ich Green Lantern gar nicht so schlecht finde. Ich finde nicht gut, aber nicht so schlecht, lasst es in Ruhe. Er hat gesagt, der liebt ne? Über alles. Wenn wir schon bei DC sind, es ist ja eine Fortsetzung zum 2005er Konstantin mit dem Keanu Reeves angekündigt worden. Mittlerweile gibt's ein fertiges Skript und das Geile ist, dass der Produzent gesagt hat, er hat Angst davor, dass er es liest, er mag es nicht lesen, weil er möchte so unbedingt, dass das gut ist und er hat so viel Angst davor, dass es nicht gut ist, darum hat er es noch nicht gelesen. Finde ich auch geil als Produzent, dass er dann einfach nicht liest. Was machen wir dann? Lass was liegen oder wie, du Vollidiot? Lies jetzt das scheiß Heftel. Regt mich auf. Ja, brutal. Das ist fast so wie Podcast mit dem Corby und mit Mike aufnehmen kann, hat sie vorher vorbereitet. Und ich huck wieder und schau blöd. Apropos nicht vorbereitet. Wir wollen gucken, was ab dem 19. September bei uns in den deutschen Kinos losläuft. Ne? Ja, sollten wir mal schauen, weil ich möchte halt wieder mal ins Kino. Und zwar der Film Speak No Evil läuft jetzt dann endlich. Und zwar Regie von James Watkins. Was geht? Watkins. Mit dem James McAvoy. McAvoy. McAvey. Echt? So spricht man aus? Na. Ja, genau. Weißt du, um was es da geht? Ja, das ist ja ein Remake, der Film von Schlag mich tot, ich weiß jetzt nicht sicher, im belgischen Original. Das Original ist ja schon so gefeiert worden, weil der ist so krass und der ist so brutal und der ist so wahnsinnig. Und ich schaue den Film und denke mir, ist eine Scheiße vor dem Herrn. Ich habe noch nie Figuren gesehen, die ist so beschissen dumm verhalten wie in dem Speak No Evil Original. Das einzige Krasse ist dann die Schlussszene, die verrate ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wie das Remake damit umgeht. Aber ja, er kann nur besser werden. Der ganze Trailer von dem Remake hat schon besser ausgeschaut als das Original. Der James McAvoy macht eine geile Figur als völliger Psychopath, allein im Trailer. Ich bin gespannt, den werde ich mir auf alle Fälle anschauen. Ist auf jeden Fall ab 16 und so wie es du gerade gesagt hast, es geht um eine Art Psychopathen oder menschliche Abgründe tun sich auf. Eigentlich fängt der Film so an, als wenn es in einen netten Urlaub geht und dann, passieren schlimme Sachen. Also wie bei ganz normalen deutschen Urlauben auch. Genau. Ja. Also ein Urlaubsfilm. Genau. Stinknormaler Urlaub in, keine Ahnung, Thüringen, Sachsen, Brandenburg oder so. Wenn du da hinfährst als nicht-deutschstämmiger, dann hast du den schönsten Urlaub deines Lebens. Dann erhalten wir diese Woche von Alan Kuras die Fotografin. Auf den bin ich gespannt. Unter anderem mit Kate Winslet und Andy Samberg und ein Alexander Skarsgård. Mhm. Auf den bin ich echt sehr gespannt. Das ist ein ganz interessantes Thema. Steht das dabei bei ChatGPT, um was das geht? Ich bin immer auf ChatGPT, deswegen ist das hier sehr schlecht vorbereitet. Ja, die Fotografin, da geht's. Das ist, glaube ich, die erste weibliche Kriegsfotografin, die im Zweiten Weltkrieg mit an der Front war. Und ich habe jetzt schon so ein paar Beutel gesehen, die sie geschossen hat und die im Film dann nachgestellt worden sind. Schaut sehr krass aus und ja, seine Themen interessieren mich sowieso. Ich glaube, dass das wieder sehr gutes Filmmaterial wird, aber wahrscheinlich auch teilweise sehr harter Tobak sein wird. Alter, Andy Samberg spielt damit. Mhm. Ich liebe den Typen. Ich liebe den. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Kate Winslet ist okay, aber Andy Samberg, geile Sau. Ja. Und das aber in einer ernsten Rolle dann, das bin ich auch gespannt. Und Marion Cotillard spielt auch mit. Die haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Welche ist jetzt das gleich wieder?
Die hat, das ist eine französische Schauspielerin. Aha, en français? Ich glaube, die war in Inception dabei. Weiß ich nur noch, Eine der Hauptrollen. ja, der DiCaprio. Kenn mich aus. Die weibliche Hauptrolle. Nicht der DiCaprio, okay. Ach, schauen wir lieber weiter. Was gibt noch? The Substance von Carell Fairgeld. Der muss ultra widerlich sein. Mit der Demi Moore. Auf jeden Fall ist das Poster, das da drin ist, nicht das, wo die Leute uns gewarnt haben. Also nicht das, wo man ihr Rückgrat dann irgendwie so aufgeschnitten sieht, genau. sondern das schaut eigentlich ganz normal aus. Hat, glaube ich, in der Sneak, ist der sogar gelaufen im Cineplex, was ist auf alle Fälle, dass er in der Sneak gelaufen ist, und da hat er sogar sehr durchwachsene Kritiken gekriegt, aber der Manu und der Peter von die Filmfressen haben gesagt, er ist es sogar wert, nochmal ins Kino zu gehen, und deswegen muss er anscheinend wirklich schlecht sein, wenn die zwei sagen, dass er gut ist. Also jetzt so spontan, rein vom Poster her, muss ich sagen, sind das ein bisschen Requiem for a Dream Vibes, die darüber schwappen. Ja, aber ich glaube, es geht in eine ganz andere Richtung. Sicher? Ja. Hast du jemals davon geträumt, eine bessere Version von dir zu sein? Nein, aber ich bin schon auf Anschlag. Ja, wir sind perfekt. Ich wollte gerade sagen, wer an sich selber zweifelt, der soll sich aufhängen, weil das ein Bullshit ist. Dann kommt Rosalie raus, von Stephanie Di Gusto. Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Habt ihr mal einen normalen Namen. Aber echt, Spacken. Die Rosalie, eine junge Frau in Frankreich, die 1870 da umeinander gegeistert ist. Seit ihrer Geburt sind ihr Gesicht und ihr Körper mit Haaren bedeckt. Toll! Das kehrt einfach mal verfilmt. Da das ist ja eklig. Diese ekelhaften Hippie-Weiber, die sollen sich endlich mal alle gescheit interessieren. Darauf gewartet. Die Hauptdarstellerin heißt Nadja Tereskiewicz. Wie es der DiCaprio sagt in Wolf of Wall Street, ab den Augenbrauen nach unten kein Härchen mehr. Ja. Sowas schaue ich mir gar nicht an, weil der kotze. Soll ich noch weitermachen? Es wird jetzt immer besser. Nein, ich möchte mich jetzt gerade in Frauenbilder, so wie es Kern, verirren. Bitte? Also ich möchte ein bisschen drüber reden, wie die perfekte Frau ausschauen muss. Also dass Hollywood da nicht lügt, wie so wie heißt, sondern Hollywood hat uns da schon gesagt, wie das richtig ausschauen muss. Also sagen wir mal, am wichtigsten ist erstmal der Charakter. Und dann, ob es unseren Podcast mag. Ja, okay, das lasse ich eigentlich. Ja, und dann können wir über den Körper reden. Nein, finde ich nicht. Okay. Also wie schaut denn deine perfekte Frau aus? Ja, so wie es uns Hollywood heute die ganze Zeit schon gelernt hat. Melissa McCarthy ist die perfekte Frau. Gott. Ja, apropos. Übrigens, der Peter schaut uns auch zu. Servus Peter, habe ich dir. Und er hat geschrieben, Substance ist super. Sehr schön. Ja. Und Fuchsi schreibt, Substance läuft halt leider nirgends. Bei uns in der Gegend, Landshut, Dingelfing und Vilsbiburg, die haben den alle nicht im Programm. Da ich mich nicht darauf verlassen, dass ein Vilsbiburg nicht vielleicht doch noch kriegt, da er in der Sneak gelaufen ist. Wir wissen jetzt nicht, ob er nur für die Sneak gebucht war, aber behalt das mal im Auge, Fuchsi. Haha, alter Fuchs, gell? Halt einmal, Korbi, verzeih weiter. Broke Alone, a Kinky Love Story. Kommt auch am 19. September raus. Regie führte die gute Anna Unterweger. Es ist eine Komödie und eine Romanze. Ich glaube, ist das nicht auch wieder so ein Skandalfilm? Von dem habe ich noch nichts gehört. Wie heißt der? Broke Alone, a Kinky Love Story. Keine Ahnung. Ich bin auch alone und broke und das ist für mich keine Kinky Love Story. Das ist einfach nur nervig. Ja, keine Ahnung, aus den 3 Sätzen, die ich jetzt gelesen habe, kam nicht ganz hervor, um was es geht. Ich beschreibe euch mal kurz das Poster, dass ihr eine kleine... Du kannst es einblenden. Ach so. Moment. Da gibt es einen verrückten Share-Button und da kann man dann Sachen einblenden. Schließ erst noch die Dickpics, die ich da vorher geschickt habe, nicht, dass die vor mir drin sind. Mach's halt groß. Ja, wenn jetzt, warte mal. Ja, Bilder.
Da schau her. Ist das nicht toll, Leute? Ha? Jetzt wisst ihr sofort, um was es geht. Ja. Es ist halt auch, sogar dein geteiltes Bild ist relativ unscharf. She comes hard for the money. Ich gehe davon aus, sie muss sie prostituieren, damit sie die Miete zahlen kann. Das heißt übrigens, she comes hard for the money, dieser Wortspiel, da geht's mit einer Kamera, gell? Stimmt. Mhm. Okay. Gut. Also sie wird sich vor der Kamera prostituieren. Ja, jetzt bist du. Wo ist denn deine Hand? Wohl wahrscheinlich. Dann mit hier, der einen würge meine Eier und mit der anderen meinen Penis. Gandahar kommt auch endlich ins Kino, ein Abenteuer-Animations-Sci-Fi-Film. Ihr könnt es alle selber lesen, deswegen höre ich jetzt sofort auf, hier zu scheren, dass ihr den Eindruck habt, dass ihr hier die Infos, ich schaue jetzt einfach mal so runter, ob noch irgendwas Overlord kommt. Overlord, für unsere Anime-Fans. Da wollte ich mit dir drüber reden, weil ihr habt jetzt das Poster schon ein paar Mal gesehen und dass das in diversen Kinos tatsächlich kommt. In diverse Kinos gehe ich nicht, das klangt mir diese Woke-Scheiße. Sagt dir das irgendwas? Ja, die Serie ist zum Streamen auf Amazon Prime. Ich habe aber auch noch nicht reingeschaut. Es schaut auf alle Fälle immer voll interessant aus und ich glaube, es ist so Stil wie Sword Art Online, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich glaube, der Guidey Boy hat mir das mal verzeiht, dass da auch um eine Spielewelt geht, in der ein Charakter eintaucht und die Geschichte in der Spielewelt erzählt wird. Glaube ich, das ist gefährliches Halbwissen. Guidey verzeiht meistens auch nur Scheiße, ihr wisst es. Das habt ihr gesehen bei unserem Hellblade-Stream. Aber das sind die Gerüchte, die mir ins Ohr gesetzt worden sind. Also, ich lese vielleicht den ersten Satz vor, weil der klingt schon interessant. Nachdem er 12 Jahre lang sein Lieblings-MMORPG gespielt hat, lockt sich Momonga zum letzten Mal ein und findet sich in einer Welt des Spiels wieder, in der er es auf unbestimmte Zeit spielt. Na, schau her, dann stimmt das sogar, was uns der Guidey Boy verzeiht hat, unser stiller Teilhaber. Ja. Also, ich finde das ziemlich cool. Ja. Und, ja. Geht's da rein, schaut euch das an. Animes in deutschen Kinos muss mehr gefördert werden. Fuchse hat nochmal geschrieben, er ist tatsächlich ein Fuchs, das war nicht gerade ein Witz. Er hat nämlich für Spielberg schon angeschrieben und die sagen, nee. Okay, gut. Ja, der Rest erscheint mir nicht so erwähnenswert, daher gebe ich wieder ab zu meinem Co-Moderator Kani. Kani, wie geht's? Mir geht's gut. Wie ist bei dir das Wetter jetzt, Olburg? Es ist windig, sonnig und... Ich sag's, du hast eine Jacken, es muss saukalt sein. Ja. Hast du Castlevania Anime angeschaut auf Netflix? Ja. Hast du die neue Castlevania Nocturne Serie schon angeschaut, Staffel 1? Nein. Im Januar kommt Staffel 2 und jetzt könnt ihr euch jetzt schon einen Trailer dazu anschauen. Schaut wieder sehr cool aus. Wer mit Castlevania und dieser anderen Geschichte Nocturne was anfangen kann, wird wahrscheinlich auch hier wieder begeistert sein. Aber wie gesagt, wir können euch ja die Trailer nicht mehr sagen, sonst kriegen wir kein Geld. Und da ihr alle kein Stadia-Abo macht, ihr knickerten Schwanz, sind wir auf das Geld von YouTube angewiesen. Warum seid ihr so? Warum macht ihr das nicht? Keine Ahnung, was los ist. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Wenn wir schon bei animiertem Material sind, der Zack Snyder ballert auch wieder einen raus, und zwar Twilight of the Gods, Animationsserie mit 8 Folgen, glaube ich, kommt ab 19.09. auf Netflix, glaube ich, ist schon den Freitag. Spielt, glaube ich, zur Wikingerzeit. Wenn ich es genau gelesen habe, oder wenn ich mich genau daran erinnert, weiß ich nicht, ob es so ist, aber es geht, glaube ich, um eine Halbgöttin oder Göttin, die sich in einen Halbmenschen oder Menschen verliebt, und dann, es gibt Blut, es gibt Action, es gibt Sex. Es muss anscheinend aus allen Poren oder aus allen Pixeln Zack Snyder rufen, die Serie, was ich halt gelesen habe. Trailer schaut cool aus, aber gefühlt nichts, was man noch nicht schon irgendwann einmal gesehen hat. Lassen wir mal durchlaufen irgendwann, oder? Ja, nebenbei. Kann man schon machen. Nee. Da, der Peter schreibt uns gerade, dass Kill auch sehr geil war und es auch einen Deutschland-Kino-Release geben wird. Das freut mich, aber auf den bin ich auch schon gespannt. Peter war, glaube ich, im Fantasy-Filmfest. War das nicht jetzt erst? Kann das sein? Ich war nicht mit dem Peter da. Ich auch nicht. Da kann ich es da nicht sagen. So, ganz wichtig, mir interessiert's. Ich kann nicht warten, bis du dir überlegst. Hast du dir schon diese Rebuild the Galaxy Serie angeschaut? Ja. Ich habe mir die ersten 5 Minuten angeschaut. Das wundert mich, du als der Lego-Nazi.
Wieso wundert die das? Ja, weil man dachte, für die gibt's, wenn dir einer einen Lego-Store hinwirft und sagt, schau noch 18 Stunden an, dann darfst du den 18 Stunden anschauen, weil du Lego so toll findest. Hallo, jetzt bock halt nicht und schalt aus. Tschüss, Corby. Hallo. Corby ist wieder da, hi. Nein, aber die habe ich nebenbei mal laufen lassen. Das sind 4 Folgen, auch 20 Minuten, die hast du gleich durchgekürzt und für nebenbei ist es eine nette Unterhaltung gewesen. Das ist nichts Weltbewegendes. Es sind witzige Ideen, finde ich. 4 Vor allem, Folgen? Mhm. Das ist ja irre. Völlig geisteskrank, völlig geisteskrank. Na, wie gesagt, witzige Idee, coole Momente dabei, aber wenn du es nicht gesehen hast, hast du es nicht gesehen und dir wird auch nichts da deswegen abgehen. Hauptsache, wir können jetzt ganz viel neue Lego-Sets ausscheißen dazu, wie eben diesen schwarzen Millennium-Falken, den kein Mensch braucht dann, also zumindest sage ich jetzt das einfach mal, dass ich den nicht in Lego brauche, wenn, dann brauche ich einen 800 € super riesen Millennium-Falken, aber nicht den da in schwarz. In schwarz auch noch. Habe ich auch noch einen Woken Millennium-Falken daheim. Wie schauen die aus? Das wird der AfD mitkriegt. Höcke ist auf 180. Gut, hast du sonst irgendwelche Infos? Wir haben wieder mal, es zieht sich wie ein roter Faden bei uns durch den Kassettenschmerz, eine winzig kleine Info zu The Batman von Matt Reeves. Und zwar ist angekündigt worden, dass The Batman von Anfang an als eine Trilogie angedacht war. Das war's wieder mal. Das war's was haben wir jetzt für Infos gehabt, wie das Universum heißt, in dem The Batman spielt, wann Dreharbeiten beginnen, das bestätigt worden ist, das ergeben. Also immer, The Batman gibt's immer so kleine Häppchen zu jedem Kassettenschmerz, wie es ausschaut. Und was interessant ist für The Hunt for Gollum, den neuen Herr der Ringe-Film, den der Andy Serkis trat, hat es jetzt geheißen, dass sich der Orlando Bloom anscheinend schon mit dem Andy Serkis getroffen hat, um abzuklären, wie sie an Legolas in diese Welt einbringen könnten, ob und wie. Und anscheinend muss der Andy Serkis gesagt haben, also einbringen darf man schon, und der Orlando Bloom muss gesagt haben, so, also das sind jetzt so Gerüchte wieder vor dem Gespräch, aber so geheißen, hey, wie sollte man das denn machen? Ich bin ja mittlerweile wesentlich älter und schaue nicht mehr so toll aus wie früher und so glatt und was weiß ich. Dann hat der Andy Serkis gesagt, KI regelt. Also vielleicht. Oder nicht. Jo. Also er hat wahrscheinlich das auf Englisch gesagt, aber er muss anscheinend gesagt haben, dass man das mit AI dann schon hinkriegt. Also wäre dann wahrscheinlich einfach diese Gesichtsverjüngung sei, die wir jetzt schon öfter mal gesehen haben. Solange sie nicht so eklig ausschaut wie in The Irishman beim Robert De Niro, ist es okay. Aber brauchen wir unbedingt noch mehr einen Legolas McQuaid da jetzt reingezwungen in der Hand von Gollum? Ich weiß es nicht. Stelle ich jetzt einfach mal in Frage. Aber wie der Corby schon gesagt hat in den letzten Mal, Alex, warum müsste da jetzt der Orlando Bloom mitspielen? Es ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung, weil das ein weil da gingen alle Brunzner ins Kino und sagen, oh geil, Orlando Bloom, und squirten an die Leinwand. Wie beim Herr der Ringe und beim Hobbit. Doch, ja, da hat's viele Berichte gegeben damals, dass überall Sitze austauschen mussten. Ja. Richtig, ich kann mich erinnern. Ja, da war nämlich Hobbit tatsächlich war jetzt gerade mein erster Gedanke, oh na, lasst den raus. Also irgendwie über den Gandalf, der mich auf jeden Fall freuen. Vor Ian McKellen geht immer. Natürlich. Und Aragorn wäre irgendwie auch cool. Ja, dann brauchst du eigentlich fast einen Legolas. Ja, eigentlich nicht. Die haben sie doch auch erst alle, ja gut, der Gandalf wird den Legolas schon kennengelernt haben, aber die anderen brauchen jetzt nicht unbedingt. Der Aragorn, der heißt doch mit dem Legolas umeinander Vor die Gefährten schon, oder? Ja, schon. Schon, Alter. Schon. Weiß ich nicht, was die zwei aufgetrieben haben. Gut. Dann? Keine Ahnung. War das unsere Info? Na, unsere Streaming-Charts, die gibt's auch wieder vom 6. September bis 12. September. Da ist ja nicht gleich deine schiefen Zehnter aus der Schluck, du Fotze. Ja, Kim, geh her. Geh du her. The Perfect Couple auf Netflix hat 3,4 Milliarden Minuten Streaming-Zeit. Secret Lives of Mormon Wives auf Hulu mit 781 Millionen. Platz 3 Selling Sunset auf Netflix mit 586 Millionen. Und krasser Sturz, zwar immer noch auf Platz 4, The Rings of Power Staffel 2, ist jetzt bei 370 Millionen, war aber, glaube ich, letzte Woche noch in die letzten Charts bei über 700 Millionen Streaming-Zeit. Puh, das ist, hoffen wir, dass es wieder bergauf gibt mit Ringe der Macht. Verdient haben sie es. Platz 5 ist Outlast auf Netflix 317. Platz 6 Worst Ex Ever, Netflix 310. Platz 7 Chaos 307. Platz 8 The Accident 250. Bad Monkey auf Apple TV Plus und dann mit 230 und Fight Night The $1 Million Heist
mit 215. Das waren unsere super spannenden Streaming-Charts. Eigentlich ist es gerade eine gescheite Serie drin. So wie du das vorliest, ist es ja wirklich super spannend, weil ich bin voll mit. Du möchtest dich nicht so lange mit dem Scheißdreck aufhalten und ich auch nicht. Ich möchte einfach nur Oberkaut haben, damit wir es halt Oberkaut nur haben. die ersten 3 raus. Nein, sind schon alle wichtig. Dann war Ringe der Macht nicht dabei gewinnen. Das wollen wir schon wissen. Okay, gut. Das wollen wir schon wissen. Was sagst du überhaupt zu der Oberneuigkeit? Stefan Raab kommt zurück ins Fernsehen. Nix. Ja. Nein, nicht einmal das hat er nicht verdient. Mir kotzt voll an, weil das Dämliche ist, dass ich mir jetzt schnell RTL Plus den Stream und den Kanal geholt habe auf der geringsten Abo-Stufe für 1-2 Monate brauche ich jetzt einmal schnell und das kannst du nur mit Werbung. Das gibt's nur mit Werbung, außer du nimmst den teuersten Abo-Block für 13 Euro im Monat. Und Warum da läuft hast halt, du dir das geholt für was? darf ich da nicht sagen. Auf alle Fälle läuft da in jeder Werbung läuft ständig ein Raab sei Scheißfresse durchs Beitel wegen seiner neuen Show. Die Millionen wirst du nicht gewinnen oder wie, also mit einem der brunstdummsten Scheißtitel, die jemals eine Serie gekriegt hat. Boah, ich krieg schon jetzt mal. Aber du redst drüber. Ja, was mich aufregt, das müssen wir eigentlich für den Lex aufheben. Ja. Machen wir jetzt gut. nicht. Das machen wir jetzt nicht. Nein, ich hab mir die Show nicht angeschaut, Ich auch nicht. aber ich habe ein paar Bilder gesehen, dass da schon Leute auch begeistert waren. Was für Leute sind das halt? Ja, Da haben sie Kamera, jetzt mal das Kamera in irgendeiner Behindertenwerkstätten gehalten haben. Nein. Unser Nicht? Idiot war begeistert. Der scheiß Dominik, ich schlug ein. Ja, hab ich ja gesagt, Behindertenwerkstätten. Du wissen wir, wo der Dominik arbeitet. Kruzifix. So, Dominik, hallo. gut. Ich würde sagen, auf dieser wunderbaren Note, wie immer, die politisch absolut korrekt ist, klar. beenden wir den Kassettenschmerz. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ein Trailer noch einspenden, den haben wir vergessen. Ja, mein Gott. Schmerzt du weiter, ich suche ihn. Kruzifix, ich hab schon. Also, tschüss. Servus. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Er ist zauberhaft. Er ist und bleibt zauberhaft. Ich bin begeistert, wirklich. Ja, wir sind Also wirklich dann- absolute Genies. Danke fürs Zuschauen, danke für alle, die eingeschaltet haben, auch für die Neuen, die heute dabei waren, die wir noch nie gesehen haben. Und hört euch Texas Chainsaw Massacre ist heute rausgekommen und dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder zum Talkthrough und am Montag zum Kassettenschmerz. Wo legt 2 Folgen nächste Woche. Kauft euch nur Unterhosen, dann macht es gut. Tschüss.